Herzlich willkommen für eine neue Ausgabe von Fall zu Fall. Wir wollten das ja mal ein bisschen über Testamenter schwätzen. Ein Thema, das nicht so direkt so lustig ist, wenn es los geht. Aber wir müssen aber mal wissen, wie das so geht. Karin, was möchtest du denn da? Wie reden Sie am Voraus für? Was möchtest du denn, wenn er sich nicht vorbereitet hat, wie all die Sachen? Kommen wir mal um, am Voraus weiß ich schon, das geht sicher nicht oder den geht unbedingt. Ja. Also fundamental, also so, dass du schon mal für dich denkst, erbschaftsvolle Schuss sowieso vom Gesetz 4 gesehen hast. Und da ist an sich wichtig zu wissen, dass wenn ich Kinder habe, die kann ich nicht ganz enterben. Das heißt, egal, ob ich ein Testament mache oder nicht, Kinder kriegen immer einen Erbschaftsdeal. Das ist mal einfach vorausgeschickt. Testament als solches, wenn ich weiß, okay, ich will dem oder dem gehen, dann hast du schon eine Decision geholt. Das ist aber auch ganz oft, dass Leute, die zum Beispiel gut kennen, haben, sich vorstellen, ja, wem soll ich das gehen, wie kann ich das machen? Und dann ist es dann sicher am einfachsten, du gehst bei einem Notar oder bei einer Advokat und du lässt dich ein bisschen beraten, wie das du das sollst machen. Gut, kein Eben. Hier steht zum Beispiel, also wenn du kein Frau, kein Mann, kein Kinder hast, kein Bruder, keine Schwester, wie weit geht das? Kleine Cousin, mini-kleine Cousin? Du hast die bis an den 6. Grad, die können ihr. Das heißt, du musst mir erklären, was der Grad ist. Weil du hast 0 Grad, alles in der 0 Grad sind Eskimoen. ja. Ja, der Grad ist der Verwandtschaftsgrad, rechnest du immer auf die nächsten 4 Fähren. Das heißt von dir auf den Eltern als ein Grad, von den Eltern auf den Schwester als ein 2. Grad, von den Schwester auf die ihre Fies als ein Grad, das sind, du warst am 3. Grad Familie. Und so hast dann eben bis zum 6. Grad, was dann der legale Ehefolge. Aber du musst mir gerne erklären, dass noch so eine Frage kann dir. Das ist richtig. Karin, erzähl mal. Nee, wie gesagt, die einzige, was wir nennen, Héritier Reservataire, das heißt Pflicht, ihr versieden, wie gesagt, kann er. Das heißt, du kannst sonst allen Menschen, den kann dem Gesetz nur irven, kannst du entirven, an dem sie im Testament müssen. Das heißt, meine Frau oder mein Mann, wo eben nicht fein mit mir, während dieser Mariage, entirven ist. Das heißt, mein Testament, wo ich so, mein kann alle Menschen irven, mir bestimmt nicht meine Frau oder mein Mann oder meine Schwester oder meine Eltern. Mit Kanner muss kriegen, wie ist dann der 6. Grad Cousin, die kann dann noch nicht mehr entirft gehen. Nee, das sind Irven, die Irven, falls sonst nicht geschrieben ist. Okay. Die einzige, wo du nicht kannst, so ein Dekret gut nicht, das ist bei den Kannern. Kanner und immer Pflichtteil zu gut. Das heißt, wenn du E-Kant hast, hat das Halschisch zu gut. Wenn du 2 Kanner hast, hat alle Kant ein Drittel zu gut. Und ab 3 Kanner kannst du just nach über E-Feirels von deinem Vermögen en faveur von Drittpersonen verfügen. Losine Popa, schon Kant, das schon nämlich da, an dem sie kann, dass das auch an dem Pflicht ganz genau, ja. Ganz genau. Das ist ein Prinzip, den heißt Repräsentation. Das heißt, das ist an sich so wie eine Fiktion juridique, wo du siehst, man kann das zwar nicht mehr da, aber da ist ein anderer, den an Platz von dem Kant könnt. Heißt zum Beispiel, wenn ich 3 Kanner habe, hat schon all Kant E-Feirels Pflichtteil. Dass ein von den 3 Kanner was verstorben ist, und das Kant hat aber auch 3 Kanner. Da kommen die 3 Kanner an Platz von ihrem Papa oder von ihrer Mama. Das heißt, wird nicht durch 2 Kanner plus 3 Enkelkanner gedeelt, sondern durch 3 gedeelt, an den 1 Drittel, die geht dann durch 3 gedeelt bei den Enkeln. Wenn ich dann kein Kanner habe oder mein nicht Pflichtteil, wo ich schon locker darüber verfügen, da will ich dem Lieblingswert zum Beispiel verirren. Komme ich bei dir als Advokat oder kann ich das bei meinem Lieblingswert auf den Bayerdeckel schreiben? Du kannst das bei deinem Lieblingswert auf den Bayerdeckel schreiben. Dem Moment, wo du auf der Hand geschrieben hast, wo das auch ganz, ganz wichtig unterschrieben ist, als ein Testament valabel. Wo muss das liegen in dem Moment? Wo müssen sie das finden? Na, da wo den findet, isolieren. Ja, wenn man den Frau findet, dann gehört den Lieblingswert sein Bayerdeckel an Feier und das ist fort, gell? Also das soll ich da schon als sicher haben, übergehen, das kann ich noch bei einem Notar deposieren. Aber das sicherste, also ein sicheres Testament authentik, das ist das Testament, was du dem Notar diktierst, an der Präsenz von 2 Zeilen. Das bleibt doch bei dem Laien, das heißt, voilà. Wie der Nummer sagt, authentik, das ist ein Notar sagt, das geht auch gedrohen an ein Register, und da weiß auch alle Menschen, wenn du stirbst, ups, da ist ein Testament auf Faveur vom Lieblingswirt.
wo man da irgendein vergisst, Karin. Nee, also wie gesagt, das handschriftliche Testament also an sich auch immer eine gute Lösung für es beim Notar aufzugehen, weil es eben da beim Notar konserviert. Es gibt auch ein Register offiziell angedroht, dass ein Testament da ist. Es gibt nicht angedroht, also es gibt nicht veröffentlicht, was an dem Testament da steht, es gibt angedroht, dass ein Testament da ist. Das heißt, im Moment, wo ich verstirbe, muss schon den Irwe sowieso bei einem Notar gehen, die kann die Register aufrufen und dann geht offiziell dann Testament durch. Lo an die andere Richtung, lo irwenisch. Das ist alles gut, wenn das dann bisschen so ist, in einem Haus Schulden. In bösen beim Zeiten Casino. wie in guten Zeiten. Also das heißt, ich habe nicht nur aktive Mann, ich habe auch passive Mann. Das heißt, auch von Schulden da sind die kriegen natürlich auch mit dabei. Me kann jo eng Erbschaft refuséieren. Ass dat wie beim Jauch kannst du froh gucken, wann ze bis hëllst, da musste enfren an der fällst Robe vun 500 €. Ne kann ich lo zum Beispiel so, weil man schon eng Luger also der Schwke Kontakt mit mat mégen Eltern an dem Fall dat es so schwëll neich vun hininnen. Och wann ich lo gemengt huet wäre suen oder Schuld oder wat auch immer. Weil wenn du schon von mir auch schwätzt, du kannst auch noch einen Joker benutzen. Ja. Das heißt, wo du siehst, ich will nur für dich gucken, was da da ist, und du dann noch an sich meine Decision, ob ich die Succession will unholen oder nicht. Dann hast du gut kein Risiko. Nein, ganz genau, dass ich just, du musst aufpassen, also das nennt eine Akzeptation zu Benefice d'inventaire. Das heißt so, okay, ich will im Prinzip die Succession mehr aber nicht mehr in einer Kondition, dass ich nicht auch noch muss beilegen. Das musst du so sehr wie möglich machen, weil sobald du bis etwas gemacht hast, wo ich kann sagen, du hast die Succession einfach so angeholt, ohne zu sagen, stopp, ich will für dich mal gerne wissen, was dran ist, da kannst du nicht mehr davon profitieren, dann hast du es akzeptiert, dann hast du eben noch Gehalt für die Schulden, die an der Succession Ja, genau, wenn du denke, aufgelehnt hast, dann hast du sie aufgelehnt. Da kannst du doch nicht zurückkommen und sagen, ups, sind noch gewohnt, geht was aber da eine Villa zu Palme. No way back. Ja, wie Karin sagt, ich kann ja einfach froh, wer das alles da, respektiv nicht da, oder was sie schëllech oder was kränisch, da kannst du das ja alles gucken. Für was gehen da Leute überhaupt so gesagt angeschmiert, wenn sie immer eine riesige Birsch von Schulden irren? Ich gehe davon aus, dass das dann Leute sind, die eben nicht wussten, dass sie könnten die Deklaration machen, dass sie die Unheile zu Benefice d'inventaire. Die Sendung halt nicht gucken. Ja, zum Beispiel, voilà. Das ist so einfach. Das war einfach. An dem Moment eben als Heritier, also als Heritier qualifiziert gehen, und da findest du eben Schulden mal die Wahl. Gut, ich meine, den Tour haben wir gemacht. Ich hoffe, dass wir alle gut den Froh von euch beantwortet haben. Und dann sehen wir uns irgendwann im Hecht von Fall zu Fall.